Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem kleinen Battlefield 3 Match mit einem großen Thema. Und es geht um Steam. Ja, welche Ironie ist es, dass in einem Battlefield 3 Match über Steam geredet wird. Ja, Steam ist ja woanders und Battlefield ist ja von Origin. Aber egal. Also, meine Idee zu Steam, die wäre ja revolutionär. Was wäre, wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei Steam ein Spiel kaufe und mir denke, jetzt ist aber ein bisschen scheiße das Spiel, ja, gefällt mir nicht, also gebe ich es zurück. So, das ist der Vorschlag, den ich mache. Er ist noch nicht ausgereift. Nein, nein, nein. Natürlich, man könnte dann sagen, ja, dann kauft er alle Spiele und dann gibt er sie wieder zurück, dann spielt er alle durch. Nee, das geht natürlich nicht. Geh wir aus dem Weg. Es ist so gedacht, meine Überlegung war so, jetzt halt doch mal das Maul. Meine Überlegung war so, man kauft bei Steam Spiele und zurzeit ist es ja so, wenn man ein Spiel kauft, muss man es behalten, man kann es nicht weiterverkaufen, wo Steam schon ein bisschen, naja, angerempelt wurde von einigen Gesetzen, weil es eigentlich nicht erlaubt ist, sowas zu machen. Also Weiterhandel muss erlaubt sein von Spielen und Steam sagt eben Nein dazu. Und jetzt wäre einfach meine Idee, wir könnten doch Guthaben bei Steam bekommen, wenn wir Spiele zurückgeben. Ich meine jetzt nicht 100% Guthaben, das wäre utopisch. Nee, auf keinen Fall. Ich meine jetzt, aufgrund der Spielzeit in Steam könnte man Spiele zurückgeben. Also zum Beispiel, am deutlichen Beispiel kann man es verdeutlichen. Ja, am deutlichen Beispiel kann man es verdeutlichen. Zum Beispiel könnte man ja sagen, ich habe ein Spiel, ich kaufe mir jetzt Sonic Adventures 2. So, habe ich gekauft, habe ich wirklich gekauft für Steam. Für 8 Euro. Ich hatte es aber schon für die Xbox. Weil es einfach so geil ist, dachte ich mir, hey, ich kauf's zweimal. So, wenn ich jetzt gesehen habe, ich habe es gestern gespielt, habe mir gesehen, scheiße, das ist ein bisschen kacke, das Spiel, weil es in Zeitlupe ist und weil halt, es ist halt einfach ein Spiel, das man auf einer Konsole spielen sollte, weil es einfach dafür generiert ist, hergestellt wurde, programmiert wurde, und dann denke ich mir, na, ich muss es jetzt wirklich nicht haben, also ich werde es auch nicht mehr spielen, wirklich. Ich werde das Spiel nicht mehr spielen, weil es auf der Konsole besser schmeckt, also weil es sich besser spielen lässt, meine ich damit. Und das ist der Grund, warum ich das Spiel nicht mehr brauche. Also könnte man jetzt das so machen, irgendwie einen Eintausch-Button müsste es geben oder irgendwie so eine Funktion. Dazu schaut man sich die Spielzeit an. Wenn die Spielzeit unter einer Stunde ist, dann gibt's, es ist vielleicht utopisch, aber ich würde mal sagen, 50% des Kaufpreises zurück. Das hört sich jetzt bei einigen Spielen wirklich sehr viel an, aber Steam macht ja eigentlich dadurch keine Verluste, weil man kauft ein Spiel für 100%, bekommt dann 50 zurück. Dann hat Steam 50 weniger, aber man kauft ja von dem Guthaben, das kann man sich nicht auszahlen lassen, nein, das muss dafür verbraten werden, dass man andere Spiele kauft. Also würde ich sagen, das steigert sogar den Umsatz von Steam, von den Steam-Spielen, weil es ist zurzeit so, wenn man ein Spiel bei Steam kauft, ist die Überlegung, ja, wie oft spiele ich es denn und ich kann es nicht verkaufen und sollte ich es lieber auf Konsole kaufen zum Beispiel. Solche Überlegungen gibt es bei mir zum Beispiel, weil ich eben Konsole habe, PS3, Xbox. Hallo, stirb mal, Arschloch. Jetzt stirbt er halt wirklich nicht, hä? So, weil ich halt Konsole habe und da brauche ich halt, einige Spiele habe ich halt öfters und in Steam habe ich zum Beispiel Spiele, die habe ich jetzt schon dreimal auf Konsole zum Beispiel. GTA 4 habe ich jetzt auf allen Konsolen. Dann könnte man es so machen, dass man es einfach wie auf Konsole auch schon verkauft, aber halt natürlich nicht mit dem 100%igen Preis, sondern eben auf der Spielzeit basierenden Preis. Also eine Stunde 50% weniger. Das schaut jetzt bei Sonic so aus. Ich spiele es 10 Minuten, habe weniger als eine Stunde, also 50% des Kaufpreises werden auf mein Konto gut geschrieben und das Spiel wird gelöscht von meiner Spielbibliothek. Das heißt also, ich bekomme auf mein Guthaben 4 Euro gut geschrieben, weil das ist die Hälfte von 8 Euro, und kann mir dann von den 4 Euro ein anderes Spiel kaufen oder einfach
sowieso Steam-Guthaben aufladen. Das gab es ja mal, ich glaube, das gibt es immer noch, ich weiß es nicht, tut mir leid. Und könnte dann mir von den eintäuschen, also eintauschbaren Dingern, ich denke schon, ein neues Spiel kaufen, weil es gibt wirklich einige Spiele, da muss ich sagen, die spiele ich auf keinen Fall mehr, die sind scheiße, oder ich habe einfach zu Tode gespielt, das Spiel, dann will ich es einfach nicht mehr. Und dann geht meine Überlegung weiter natürlich, wenn man Spiele jetzt länger als eine Stunde spielt, zum Beispiel, gutes Beispiel Black Ops 2, den Mehrspielermodus von Black Ops 2 habe ich gespielt 6 Stunden, ne? Und habe jetzt keinen Bock drauf, weil es eben nicht schön ist. Mir gefällt es nicht, meine Meinung zu dem Spiel. Ich bin lieber Battlefield-Spieler und so. Und, ja, schön. Und ich habe also mehr als eine Stunde Spielzeit. Wenn das dann eintritt, dass man mehr als eine Stunde hat, bekommt man 30% vom Kaufpreis zurückerstattet. Ich denke immer noch, dass das den Kaufwillen von Käufern auf jeden Fall anregen würde, weil man ist nicht mehr so gebunden, 100% an Spiele, wo man kauft, und das stört einen, wenn man Fehlkauf macht. Wenn man sich denkt, hey, ich könnte es aber ausbessern, ausgleichen durch irgendwas, durch eben Zurückgabe, Kauf von anderen Spielen, wäre das wirklich schön, würde ich sagen. Mir gefällt die Idee, ja, vielleicht wird es so gemacht, nee, bestimmt nicht. Es ist zwar so, dass Steam unter Druck gebracht wurde eben von, ja, ich glaube ein Gericht, weil sie eben nicht machen dürfen, dass sie jetzt sagen, ja, Spiele nicht verkaufen und so, ist nicht erlaubt nach irgendeinem Gesetz, ich weiß nicht nach welchem, tut mir leid. Aber ist nun mal so, ne? Und ich fände das wirklich eine schöne Idee eigentlich, also das heißt, man bekommt nicht super viel Geld zurück. Ich habe Black Ops gekauft für, wie viel? 60 € und würde dann 20 zurückbekommen. Also so viel wäre jetzt das auch nicht, was ich da zurückbekomme. Ich bekomme einiges, also ein bisschen zurück, aber ja, ist halt ein Drittel von dem Spiel. Mein Gott, dann hat Steam immer noch 2/3 und auf jeden Fall, Steam behält ja das Geld eigentlich. Also es wird bloß eingetauscht gegen ein anderes Spiel. Das gibt's schon, das Motto oder das Ding eben. Das ist, wenn, oh, was hau ich denn jetzt runter hier? Leck mich doch am Arsch, oder? Es ist zum Beispiel so, wenn man, ich habe jetzt zum Beispiel das erlebt neulich, ich habe gespielt, ein bisschen Schmarrn. Meine Grafikkarte ging kaputt und ich wollte eben eine neue. Und ich habe dann angerufen bei dem Geschäft und gesagt, ja, ich will eine neue und so, die alte geht nicht mehr. Ja, war noch Garantie drauf. Haben sie gesagt, sie können das so machen, es gibt kein Geld zurück. Nein, aber ich kann mir etwas aussuchen im gleichen Wert von der Grafikkarte eben. Das heißt also, die behalten das Geld. Steam hat nicht weniger Geld dadurch. Das ist ja das Schöne. Ich gebe ein Spiel zurück, Steam, also nochmal für alle zum Mitschreiben. Ich kaufe Black Ops 2, 60 € weg. So. Dann ist es mir nach 6 Stunden zu dumm. Ich bekomme 30%, also ein Drittel, 33% eigentlich, 33,3 Periode, bekomme ich von dem Kaufpreis zurück. Also ich bekomme ein Drittel zurück, das sind von 60 € 20 €. Und diese 20 € werden auf mein Steam-Guthabenkonto draufgeschrieben. Das heißt also, Steam hat das Geld noch. Es wird bloß für andere Spiele ausgegeben. Und ich denke, es wäre auch nicht so schlimm. Wir haben jetzt gerade die Autumn, also die Herbst-Special-Verkäufe-Dinger hier. Da macht Steam billige Spiele. Es müsste immer so sein. Also man sieht an Steam, dass man Spiele billig anbieten kann. Auf jeden Fall. Und das steigert auch den Umsatz. Und wenn man jetzt sowas machen würde, also ich würde wirklich sagen, dass noch viel mehr Spieler noch mehr Spiele von Steam kaufen und eben zum Probieren. Entschuldigung, vielleicht auch einfach zum Sehen, hey, das Spiel ist ja mal geil und wenn es mir nicht gefällt, dann bekomme ich halt wieder mein Guthaben zurück, weil ich das Spiel nicht spielen will. Ich habe wirklich einige Spiele, die ich total scheiße finde, zum Beispiel Sonic Adventure 2 auf Steam, Black Ops 2, was haben wir noch? Ja, MW3 will ich auch nicht mehr, also MW3, es wird natürlich auch im Wert
Also es kommt immer auf den Wert an, wo man es gekauft hat. Wenn es jetzt eine billige Aktion war, dann gibt es auf keinen Fall den Grundpreis zurück. Dann gibt es den Preis zurück, eben wo man das Spiel gekauft hat. Und ich denke wirklich, dass meine Idee jetzt gar nicht so schlecht ist, wie sie sich anhört. Vielleicht schreibt mal in die Kommentare bitte, was ihr von der Idee haltet. Würde mich freuen, wenn da einige Rückmeldungen kommen, weil ich saß da ein bisschen dran an der Idee und es wäre einfach revolutionär, wenn das so sein würde. Bei DICE, also bei Origin, will ich das gar nicht, weil die Spiele gefallen mir nicht so und auch die, naja, ich weiß nicht, also mir ist Steam lieber. Steam ist zwar manchmal nervig, aber in Sachen Kunden und Kaufen und so weiter, da sind sie wirklich, da ist mehrere Schritte oder Tage voraus und könnten mit so einer Aktion wirklich eine Monopolstellung anbieten. Also, dass sie als einzige sagen, ja, wenn jemand ein Spiel kauft bei uns für 60 Euro, dann gibt es nach 2 Stunden Spielzeit 20 auf das Konto zurück. Er kann sich dann, wenn er unzufrieden ist, so wie es halt ist, ein neues aussuchen. Das gibt es ja auch bei PS3. Ich verkaufe einfach das Spiel. Bei Steam ist es ja nicht möglich. Schade eigentlich. Und das wäre, finde ich, ein sehr interessanter, schöner Schritt bei Steam in die auf jeden Fall richtige Richtung. Etwas Neues zu machen, was noch nicht da war. Wirklich nicht. Und es wäre schön, es wäre revolutionär und es wird auf jeden Fall einige sehr freuen. Oder zum Beispiel War of Roses, Scheißspiel, habe ich gekauft, 20 Euro, ein Drittel von 20, naja gut, sind ungefähr 6 Euro, sagen wir mal 6,3 Euro sind das, ja 6,4 Euro sind das maximal. Ja, scheiß doch, oder? Scheiß doch drauf. Dann habe ich halt mal mein Konto und so weiter. Ich hab's euch gesagt, was ich dachte. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Und ja, genau. Dann danke ich fürs Zugucken. Bleibt so schön. Und schönen Tag noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja.